Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Otto Rüger unterstützt Sporttalent und das grosse Abenteuer von André Urfer. Der Yannick Glatthardt ist Profi-Alpinist. Dass der Meiringen von seiner Leidenschaft leben kann, hat er unter anderem auch Sponsoren wie Otto Rüger zu verdanken, die ihn beim Transport unterstützen. Am Manuel Moser hat der 26-Jährige von Emotionen, Erinnerungen und einem ganz besonderen Motto erzählt. Gibt es irgendwie eine Anekdote von all diesen Jahren, irgendwas Lustiges, vielleicht auch extrem Emotionales, wo der geblieben ist? Wir lassen schnell das Auto vorbeifahren, ja. Dann kann ich noch ein bisschen überlegen. Gut, ja. Der Start des Ganzen war sehr lustig. Also, ich habe mit knapp 5-jährig meine Grossmami mal in eine Hütte, in ein Jagdhütte von uns begleitet. Sie war dann schon älter. Und dann habe ich sie im Abbieweg an das Seil genommen und habe so gefunden, nein, da, über das Schneefeld da darfst du nicht laufen, weil ich werde nämlich Bergfahrer. Genau, und das war so vielleicht mal der Start des Ganzen, ich weiss nicht. Aber das ist etwas, was mir auf jeden Fall geblieben ist. Was braucht es, um ein guter Kletterer, Alpinist zu sein? Ja, man muss motiviert sein, ich denke, das ist das A und so. Dann eine gute Koordination, ein gutes Gleichgewicht und so ein natürliches Auge für das Gelände. Das ist sicher sehr ideal. Und ich würde nicht sagen furchtlos, aber schon so ein bisschen kühn. Also, halt einfach in gewissen Situationen einfach auch machen und nicht stundenlang noch überlegen. Du hast ja einen Gipfelbestieg oder eine Route gemacht. Beschreib mir doch mal, wie ist das Gefühl denn? Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, was für eine Tour das war, ist es eher so ein bisschen Alltag, 9 to 5. Und wenn es halt etwas Spezielles ist, dann ist es schon so sehr emotional. Ja, ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist so eine Erleichterung und doch ist so, ja, die Hälfte ist erst vorbei, weil runter muss man ja auch noch. In all diesen Jahren hast du irgendwie ein Sprichwort, ein Motto mitgenommen von jemandem, wo dir eine grosse Bedeutung ist jetzt. Ja, Melchior Anderegg, Bergführer von Meiringen, King of the Guides. Man könnte gehen, doch ich, Melchior Anderegg, gehe nicht. Das soll heißen, dass man auch ab und zu eins umkehren muss, wenn man das Gefühl nicht hat, dass es passt. Und das finde ich extrem wichtig in den Bergen. Das hat er auch schon genutzt oder hast du schon angewendet? Ja, ich kehre relativ oft, wenn einfach der Tag nicht stimmt oder wenn mir etwas nicht passt. Weil ich sage mir gerne, ja, der Berg läuft nicht davon und wenn du umkehrst, hast du einfach die Möglichkeit auf eine zweite Chance. Das finde ich noch cool. Ja. Ebenfalls abenteuerlich wird es im nächsten Beitrag. 1700 Kilometer von Wimmis bis nach Spanien hat der André Urfer auf dem Rücken von seinem treuen Ross Rocky zurückgelegt. Der Simmentaler hat am Max Saladin erzählt, mit welchen Herausforderungen er sich dabei hat auseinandersetzen musste. Du musst für das Ross schauen. Du kannst nicht einfach in den Supermarkt rein. Ich war ja auch im Supermarkt, das Ross unten angebunden, wie ein Auto parkiert, oder? Und dann in den Supermarkt rein. Aber ja, das kannst du ja nicht immer überall machen. Oder? Also, aber es ist sicher das. Ja. Einfach ein bisschen selber schauen, auf dich selber schauen, hören, auf dich selber fokussiert sein und ja, wie soll ich sagen, das Behütete in dem Sinn ein bisschen aufzugeben. Überall ist alles eingezäunt, es ist alles privat, es ist ja, find da Platz, wo du einfach so her kannst, ohne dass irgendwie einer sagt, das ist meins, du hast da nichts zu machen. Oder? Das hat's, jetzt in dieser Reise hat es nicht gegeben, aber in der anderen, wo ich von Vaduz zurückgeritten bin, da schon mal einer, bin ich auf einem bisschen Rasen, der nicht abgezäunt war, habe ihn grasen und dann ist der Bauer gekommen und gesagt, er hätte da gar nichts zu grasen, er hätte da fortzugehen. Oder? Wenn er da 2-3 Schnurren Gras nimmt, nimmt das dem gewiss nichts vor, dem Bauer. Oder? Aber einfach müssen sagen, das sei das sein. Oder? Und wenn du natürlich solches Zeug mehr hast,
mehrheitlich im Zeug, das ist es nicht interessant, so etwas. Entschleunigen, habe ich das Gefühl, ist es nicht, weil du bist immer dran, am schauen, wie, was, wenn. Also, musst wieder schauen, finde ich Wasser, finde ich etwas zu essen, wo gehe ich durch, wo kann ich mit dem Ross durch, kommt wieder ein Zaun, kommt irgendwie, es sind Autos, sind Lastwagen. Also es ist nicht ein entspanntes Reisen in dem Sinne, ein Entschleunigen, sondern es ist wirklich ein musst dabei sein, musst schauen, musst Lösungen finden, wo kann ich durch, wo, ja. Jetzt übergebe ich kurz ins Studio, wo der Peter Wech seinen heutigen Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellt. Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum». Das ist das Talkformat von der Plattform J. Heute sprechen wir mit einem Mitinitiant von der Kompass-Initiative und das ist niemand Geringeres als der Kurt Eschbacher. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder auf unserem App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinech. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetter hier auf der Plattform J, meine Damen und Herren. Wir haben Dienstagabend, den 15. Oktober. Ich hoffe, Sie haben einen guten Tag gehabt. Wettermässig eher eine durchzogene Angelegenheit. Eine Störung hat uns heute überquert und die hat viele Wolken und zeitweise eben auch Niederschläge gebracht. Aber vor allem vor der Störung hat es auch noch für ein paar sonnige Auflockerungen gelangt. Morgen und übermorgen liegen wir dann zwischen dem Tiefdruckgebiet über Westeuropa und dem Atlantik und dem Hochdruck über Ost- und Nordosteuropa. Wir haben eine Südströmung über die Alpen und auf der Alpen-Nordseite. Der Föhn, der für wetterbegünstigte Verhältnisse sorgt gegenüber dem Süden, wo es in den nächsten Tagen trüb und nass zu und her geht. Aber bei uns im Kanton Bern, wie gesagt, sind wir eher wetterbegünstigt. Morgen am Mittwochvormittag veränderlich bewölkt, meistens trocken. Ein bisschen Sonne und die Temperaturen starten am Morgen bei 10 Grad. Im Flachland hat es aber zuerst zum Teil auch noch Nebel. Am Vormittag ziehen, wie gesagt, ausgedehnte Wolkenfelder durch. Am Nachmittag wird es zeitweise sonnig, Temperaturen bei 17–18 Grad. Sehr mild und sogar warm hier im Haslital. Mit Föhneinfluss sind hier bis 24 Grad durchaus möglich. Am Donnerstag sieht es nochmal ganz ähnlich aus, ein Mix aus Sonne und Wolken. Föhnig im Oberland, sonst wenig Wind, Temperaturen um die 18 Grad. Am Freitag und Samstag dann veränderlich bewölkt. Da kann es zwischendurch mal ein bisschen Regen geben, bei etwa 15 bis 16 Grad. Und am Sonntag und Montag voraussichtlich zum Teil sonnig und alles andere als kalt. Wir sehen es hier für die Jahreszeit immer noch recht milde Temperaturen. Das war ein Wetterupdate auf der Plattform J am Dienstagabend. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, bis zum nächsten Mal.